für den Transparenz an den Dossier zu kreieren, wir können mit klare Chiffren zu schwätzen, da stellen wir einfach Question Parlamentären, und da kriegen wir von der Regierung selber am Anfang das Material geliefert. Aber wenn ihr das alles zusammen hört, da stellt die eng vor sich, wem bringt der gedeckelten Index dann etwas? Als erstes holen wir den Staat. Der Minister, wir haben alle Minister selbst vorgestellt, bei einem gedeckelten Index von 2-mal dem sozialen Mindestlohn, aber bei einem von 3-mal dem sozialen Mindestlohn. Aber der Minister von der Fonction Publique gefragt, was der Staat gibt, Abspuren bei einem gedeckelten Index bei seinen Funktionären, respektive bei seinen Pensionierten. Aber wir haben als Antwort gekriegt, dass der gedeckelte Index bei 2-mal der Staat gibt 23,6 Millionen Spuren, aber 3-mal der Mindestlohn gibt 11,8 Millionen Spuren. Das ist alles gerechnet, wenn das ein Indextranche über ganz Jahr über 12 Monate hat. Am haben gleichzeitig der Finanzminister gefragt, was das für den Staat Männer oder es hätte bedeuten, wenn ich einen gedeckelten Index mache, weil dann ist ja nicht im Sektor Publik, nur der Sektor Privé, die darüber verdienen, geben Männer Steuern bezahlen. Und der Finanzminister antwortet dann, dass bei einem gedeckelten Index und 2-mal dem sozialen Mindestlohn der Staat 62 Millionen Euro pro Männer rankriegt und auf 3-mal 30 Millionen weiter rankriegt. Also quasi, kriegt 3-mal Männer ran, wenn auf der anderen Seite Männer rausgeht und den Gehälter. Der Staat also klar verlieren bei einem gedeckelten Index, wenn ihn dann noch weiß, dass man ja am Anfang die ganze Diskussion nicht mehr für die Ökonomie zu lancieren, sondern wir so für die Staatsfinanzen an den Equilibre zu bringen, dann haben wir gesehen, dass der gedeckelte Index ein Defizitgeschäft ist, wie der Staat, da kann den am Anfang als Finanzminister oder als Staat nicht an so eine Richtung gehen. Den zweiten, den wir gefragt haben, das sind Sozialversicherungen. Der Minister von den Sozialversicherungen haben die gefragt, was die Reperkussionen von einem gedeckelten Index auf Pensionskassen, auf Krankenkassenversicherung, respektive auf Pflegeversicherung kommen. Und auch da kriegen wir ganz klar Antworten bei den Pensionskassen, bei 2-mal kriegt der Staat rund 13 Millionen Männer ran, und auf der anderen Seite 3,6 Millionen Männer rausgehen. Aber ein gedeckelten Index auf 3-mal kriegt der Staat 7,12 Millionen Männer ran, und gibt quasi die Pensen gibt das nicht mehr ausmachen, weil es bald keine Pension am Privatsektor gibt, den über 3-mal den Mindestlohn leihen. Also Pensionskasse als auch Perdant bei der Operation. Dasselbe fanden wir dann bei der Krankenkasse direkt, bei 2-mal verliert die Krankenkasse 7 Millionen, bei 3-mal 3,3 Millionen. Aber bei der Pflegeversicherung, da ist es nicht so dramatisch, weil die Pflegeversicherung, die hat ja kein Plafond kotisabel, da geht auf dem Ganzen, auf sämtliche Revenuen kotisiert. Bei der Pflegeversicherung wird bei 2-mal 1,66 Millionen, bei 3-mal 0,92. Mit den 3 Sozialversicherungen geben allen 3, auch bei einem gedeckelten Index, geben sie verlieren. Als drittes reden sich dann, wie dafür Salariat ist. Beim Salariat gibt es dass diejenigen stehen über dem Plafond von 2 respektive 3-mal leihen, die geben etwas verlieren, und die drinnen Leihe kriegen eine Spei. Die geben noch an einer ersten Phase nicht verlieren. Wir werden dann aber wissen, dass der Staat Männer Steuern kriegt und dass die Securité Soziale Männer Kotisationen kriegt. Und es gibt dann ein Defizit bei der Krankenkasse, der Pensionskasse, der Pflegeversicherung. Da gehen konsequenterweise Kotisationen geheischt oder Leistungen gekehrt, für da dann nicht lieber zu bringen. Und das sind also auch die unter dem gedeckelten Index, die am Anfang nicht an der ersten Phase über den Weg vom Index verlieren. Die verlieren dann nur über die Erhebung aber von den Kotisationen oder von den Steuern. Also doch das Salariat, was vom ganzen Index, gedeckelten Index, verliert. Der vierten, den ich muss gucken, das da, wenn ich an die Ökonomie geht, dann wollen dort den Handel, der Kommerz, das Handwerk, Toreska, an den Mittelstand oder die Industrie. Der größte Teil von denen Sektoren ihrer Beschäftigten, die leihen unter den Plafond.
zweimal de soziale Mindestlohn, das sind 3.740 €, an dreimal de soziale Mindestlohn, das sind 5.622 €. Wenn man den Handel, Handwerk, Horeska gucken, gebe bald so, dann zu 100% und nicht in den Deckel leihen. An Mittelstand, an Industrie, den ganz großen Teil, mit Leitfleisch in Teil von den Kadern, die drüber leihen, sodass dann von all die dort Sektoren wirtschaftlich gesehen von einem gedeckelten Index nicht. Au contraire, wenn Leute Männer Kaufkraft tun, gehen sie Männer suchen aus, also wären die dort auch perdant, wenn die Kaufkraft von den Leuten gif aufholen. Wir stellen also fest, dass kein etwas von einem gedeckelten Index hat. Es gibt so, dass der Finanzsektor den ein Teil von seinem Salariat hat, den über dem gedeckelten Niveau leihen. Und da stellen wir uns aber froh, ob es übrig ist, dass der Staat, Salariat, Sozialversicherungen, Toreska, den Handel, Handwerk, mittelständische Betriebe, dass die alle geperdant wären, und der just Finanzsektor gibt zu einem gewissen Teil über den gedeckelten Index etwas verdienen. Der Finanzsektor, den also am Anfang die ganze Situation angebracht hat, der kriegt dann noch nach eine Belohnung per Konto. All die anderen Sektoren, Wirtschaftssektoren, Staat, Sozialversicherung und Salariat wäre perdant. Wir sollen als ADR ganz klar, das kann nicht sein. Ich muss noch wissen, wenn den gedeckelten Index abfeiert, dann gibt es eine Lohnhierarchie auf lange Zeit verfälschen. Wenn eine Lohnhierarchie, wie wir sie heute tun, in sie heute als richtig angesagt und gibt einen gedeckelten Index abfeiern, da gibt es auf lange Zeit gesehen, gibt die Lohnhierarchie löserlos zu Summen ziehen. Am Brutto und am Netto nach mehr. Weil den Revenu hat, den über dem gedeckelten Montant leiht, der kriegt ja dann just dabei, was das Maximum beim gedeckelten Index ist. Aber wie das eine Progression an der Steuertabelle hat, kriegt den netto Mann raus, wie den gedeckelten Index kriegt. Also am Brutto gibt es zur Summe gezogen, die Lohnhierarchie, und am Netto gibt es nach mehr zur Summe gezogen. Und da muss ich, das geht sicherlich nicht Mass, mit eine Person zum Beispiel an 2 Betriebe geschaffen. Und wenn ein Betrieb 3.000 € verdient, hätte 6.000 €, da kriegt den integral indexiert. Verdient den aber an einem Betrieb, da kriegt den bis zum Deckel indexiert. Oder eine Familie, wo 6.000 € verdienen, die kriegen dann gedeckelt indexiert. Und wenn an der Familie zu 2 6.000 € verdienen bei 2 Entreprisen, da kriegt die Familie den Index integral auf ihrem Revenu. Es gibt also eine ganze Reihe von Problemen, die einfach Ungerechtigkeiten verschärfen. Ich meine, daneben muss ich wissen, dass dann auch Tarife von den Doktoren, den Abdikten und so weiter, die und den Indexsystem gebunden sind, wo ich nicht festfinden, dann du gibst einen plafonierten oder gedeckelten Index aufhören. Wie gesagt, wir wussten den Fett, ob als Question Parlamentären, weil wir dadurch schon für uns 2 Jahre an der Finanzkommission schon durchdiskutiert haben, ohne dass wir konkret Chiffren durchleihen hatten. Wir wussten nicht, und Jean-Claude Juncker wusste es auch, und CSV wusste es auch. Und trotzdem, als Heimat der Versicht gibt, Politikgebiet zu gehen, als Meinung nur Rängen Populismus, weil ihnen den sich seriös mit der Materie auseinandersetzt, weiß, dass es einfach ungerecht ist und dass es praktisch keinem etwas bringt, mir praktisch jederin etwas kostet. Wir wollten am Anfang mit den Question Parlamentären bewirken. Wenn ich eine Pressekonferenz gesagt habe, dann hat gesagt, dass also so, dann hat kein konkret Chiffreketen auf den Tischlen, da wird gesagt, oh, der Giberien, dem zählt das halt so. Und dafür wir stellen die 3 Question Parlamentären,
dann ass am Fong dem Jean-Claude Juncker seg Regierung seg ege Ministeren déi iwwer féierenden, dat dat wat den am Fong no doet erzählt, dat dat einfach rengen Populismus ass. A mir hoffen, dat me mat dëser Diskussion, dat me dat lo objektivéiert hunn an dat lo den Spuck mam gedeckelten Index, dat den da lo definitiv werd en en hunn. Ich kann mir net firstellen, schmenge noch den Robert Käfer eng Deklaration gemet, dat het mathematisch praktisch net ze machen, wie dat könnt dann nach bei alles dat dabei, wat ich lo erklärt.